Liebe Membres, liebe Sympathisanten und auch Freunde von der Partei, liebe Inviten und last but not least, liebe Presse, die da sitzt. Ich muss euch sagen, vielmals merci für den hohen Vertrauensbeweis, den nicht nur mir login hat, sondern auch dem Ferner an dem Rest von unserer Partei spitzt. Ich fand ein Resultat, was so hoch leid, als ein Resultat, ob da den wirklich hilfreich sein kann und ob das wir an der Zukunft aufbauen können an unserer Arbeit. Am Vorfeld von diesem Kongress ist ganz viel geschwatzt über Personalien. Den einen oder anderen hat das sicher draußen auch gehört. Ich persönlich habe die offene Diskussion gut fand. Ich fand, es sollen über so Probleme draußen schwätzen können, und das besser, wie eine verstoppte Hetzkampagne zu haben, die no nimmen die Atmosphäre vergift, weil wir müssen ja zusammen schaffen, an offen mit denen einen Diskurs halten, an offen mit denen über etwas diskutieren, als immer noch besser, wie in einer an direkt zu fahren. Ich selber komme zwar aus einem politisch interessierten Milieu, war aber selber und auch meine Familie, vielleicht auch bedingt durch die Evenementen vom Zweiten Weltkrieg, nie offen an einer Partei so aktiv, wie ich heute bin. Für mich gouf Politik eigentlich echt eine Option, persönlich, wie wir heute zu Lützeburg für ein paar Jahre Diskussionen über das Euthanasiegesetz hatten. Und ich habe dann an einer großen Partei, die mit dem großen C, für sie nicht zu nennen, mitmachen müssen, wird zu einem quasi politischen Prozess kommen, mit einer öffentlichen Entschuldigung von einzelnen Membern, Deputierten, die eigentlich keinen anderen Fehler gemacht hatten, wie dass sie auf ihr Recht gepocht hatten, an gewissen Entscheidungen eine Gewissensfreiheit zu haben. Aber wie ich gesehen habe, dass es nicht möglich war, eine Entscheidung zu treffen, gerade an ethischen Fragen, die sich vereinbaren lässt mit der eigenen Idee, du wird für mich ganz klar, dass ich eine neue politische Chemik finden muss. Wie dass ich den Robby schon seit langen Jahren kannt habe, durch meinen Beruf, ich meine, Robby hat das für schon gesagt, wir sind aus demselben Bezirk, ich schaffe an der Landwirtschaft, ich bin an der Landwirtschaft geschafft oder schaffe noch immer an der Landwirtschaft, wäre relativ sehr Kontakt zu machen. Und wir haben viele gemeinsame Punkte gefunden. Und so habe ich seit 3 Jahren meine Heimicht an dieser Partei gefunden. Das ist ein Schritt gewesen, den mir eigentlich wie ein Parteiprogramm, aber wie ein Wahlkampfprogramm ganz leicht gefallen ist. Ich selber komme, wie schon erwähnt, aus dem Mittelstand. Ich bin Freiberufler. Ich habe einen kleinen Betrieb, wo rund 8 Leute arbeiten. Und ich bin auch Kanner und ich bin auch ein Familienmensch. Und da war die Entscheidung, für die Heilplatz zu kandidieren, nicht ganz einfach, weil sie erst viel diskutiert in unserer Familie. Nicht, weil sie sich solche gemäht haben darüber, dass ich das nicht machen könnte, sie haben sich solche gemäht, dass vielleicht das bisschen Freizeit, was für die Familie nach Doas, nach Manna gäbe. Ich probiere nur die zwei mit denen zu verbannen und ich setze meine ganze Kraft an, für das die ADR führen könnte. Wenn wir lo, erlaubt mir das, einen ganz kurzen Rückblick zurückgehen, da das auch schon gesagt ging, dann haben wir heute, oder das Jahr, feiern wir als 25 Jahre. Für viele andere Politiker und andere Parteien hätten sie gerne gehabt, dass wir nicht mehr als Fußnote an der Geschichte abtauchen sollten. Wir haben aber bewiesen, dass wir mehr wie eine Fußnote an der Geschichte sind. Wir haben bewiesen, dass wir eine Rolle an der Geschichte spielen. Ich denke, allein das, was wir bewegt haben am Bereich von der Renten, also Beweis dafür, dass, wenn ihr nicht die Courage hat, aufzustehen, ihn auch groß Dinosaurier bewegen kann, sich zu ändern. Eine Reihe von Ereignissen haben dazu gefeiert, dass wir heute durch die, wo wir sind, nicht allein die letzten Wahlen, wo wir eindeutig darunter gelitten haben an dem Lützeburger Wahlsystem. Wir müssen uns vorstellen, wir haben national über 8% von der Stimme gekriegt.
Am benopechten Ausland, wo haut Wahlen sind, zum Beispiel am Saarland, gibt es Parteien, die wären froh, wenn sie 8% kriegen, die geben das als große Viktoire feiern, die geben die Champers fliegen lassen, an mir Mengen mit 8% könnte man nicht zufrieden sein. Ich denke, wir können zufrieden sein mit 8%, so wie die letzten Wahlen verlaufen sind. Womit man nicht zufrieden sein können, als wie das Wahlgesetz, was das aus den 8% mischt. 8% hätte normalerweise bedeutet, 8% von 60 Chambersmandaten hätte bedeutet, dass wir 5 Deputierten hätten kriegen müssen. Wir hatten am Osten über 9%, haben wir auch keine Deputierte gekriegt. Das sind 10.000 löschte Stimmen, die sind einfach verschwunden. Die sind nicht mehr vertraut, die gehen einfach angeheimst. Wen hat davon profitiert? Eine Partei, die groß ist, die mit dem großen C, die hat 41% von der Stimme bei uns am Osten, hat aber im Endeffekt über 57% von den Mandaten am Osten angeheimst. Das sind nämlich 9%, die hat sie mitgeholt, und hat durch die 4. Deputierten gekriegt, auf Eiskästen. Und es kann ja nicht sein, dass wir ein zuletzt Wahlsystem haben, wo die Stimmen von den Leuten am Norden und am Osten manner wäre das wie die Stimmen von denen, die am Süden und am Zentrum sitzen. Das heißt, eng von den Aufgaben von einer Partei wird sicherlich sein, dass wir an den nächsten 2 Jahren auch über den Gesetzesvorschlag am Bereich vom Wahlgesetz dazu führen wollen, dass die Ungerechtigkeit, die zwischen den Lützeburger wahlberechtigten Bürger besteht, abgehoben wird, und dass die Stimmen, die am Süden vom Land aufgehen, genau dieselbe Wahl hat wie die Stimmen, die oben zu Knaphausen aufgehen. Und ich hoffe, dass mich daran unterstützt. Andere Gründe haben natürlich auch nicht für uns gespielt an den letzten paar Jahren. Wir hatten eine Reihe von leider traurigen Ereignisse bei den Maderbichter. Wir haben gut Maderbichter verloren durch Tod und Krankheit. Und wir haben endlich, was als Partei selber angeht, eine kleine Kehrgruppe fand, die engagiert, so wie ich Martine geschwatzt habe, die engagiert an die Zukunft guckt und auf der wir aufbauen können. Und da das sicherlich ein Atu, den wir haben, wir sind klein und wir können dadurch auch sehr reagieren und wir würden davon profitieren. War das so geplant, nur dem Rückblick, war das so geplant für die Zukunft? Was sind meine Ideen? Wir müssen ganz klar als interne Strukturen optimisieren. Wir müssen investieren. Wir müssen an als Informatik investieren. Wir müssen personell neue Leute dabei ziehen, wobei man ganz klar daran denken muss, dass so Sachen auch über den Outsourcing zu machen sind. Outsourcing, also schenkt nicht zu Wort, heißt, wenn ich ein Avis brauche für etwas, muss ich nicht unbedingt den ganzen Mann kaufen, wenn ich nicht mehr den Avis haben will, sondern ich kaufe mir den Avis an, er kann dann viel mehr flexibel, viel mehr fundiert auf etwas reagieren. Das heißt, wir würden viel mehr stark auf die Richtung gehen, dass wir als Meinungen von außen ranholen. Das muss ich sicherlich auch irgendwo bezahlen, aber das geht immer noch mehr flexibel, wie wenn sich ein großes Staff abmischt, den dann Herr noch nicht mehr weiß, was er eigentlich machen soll. Parteiintern müssen wir als Bezirke stärken. Wir müssen mehr Präsenz an den Sektionen weisen. Da sind als Deputierten und als Mandatsträger sicherlich gefroht und ich auch matt. Ich will mich da gar nicht ausschließen, dass wir Präsenz weisen an den Sektionen. Und das Ziel muss einfach sein, dass wir in Zukunft kein Bezirk mehr ohne Sektionen haben, keine Sektion mehr, die nicht regelmäßig Treffen hört mit diesen gewählten Mandatsträger. Ich denke, Kommunikation mit der Basis ist etwas ganz Wichtiges. Und wir müssen einfach den Leuten klar machen, was als politische Ideen sind, was als Vorstellungen sind, dass wir Ideen haben und dass wir das auch führen und als Basis gehen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Problem von unserer Präsenz da draußen. Wir haben, und das wisst ihr, keine eigene Presse. Die anderen großen Parteien, egal wie der Reuselo genannt wird, ich will die nicht alle behalten,
hun dacks eng Press, die Martinen nennen mal ganz positiv sympathisiert. Und du hat Männer mit den anderen sympathisiert. Lo wir mein Appell ein bisschen und die Redaktionen von den verschiedenen Presseorganen, mal darüber nachzudenken, dass ADR 8%, über 8% von den Lützeburger Wähler repräsentiert und dass allkehr, wenn ich ADR an der Presse ignorieren oder nennen wir es mal leicht tendenziös negativ bewerten, ich eigentlich 8% von den Lützeburger Fußball köcht gehen. Das ist, denke ich, eine Sache, die muss sich ändern. Ich bin nur mal gespannt, wenn ich Presse abmache, also mal minden, wie die Einzelzeitungen an Medien reagieren. Für 14 Tage hatten wir ja einen sogenannten Generationswechsel an der CSV. Es war mir aufgefallen, dass an einer Zeitung Talschen von der Frontpage mit dem Generalsekretär von der CSV aufgedrückt war. Ich verlange das gar nicht. CSV hat 31% von den Stimmen, wir hatten 8%. Umgerechnet an statistisch, wir sind zufrieden, wenn wir ein Achtel von der Frontpage kriegen. Dax ist schon mich gedroht gehen an der Huneis, an der Parteileitung, dass man eng ege Press en egene Pfefferkehr rausbringen soll. Ich weiß nicht, ob für drüben beim General Kessier matt gelauscht hat, eng egen Zeitung rausbringen oder Blatt wie der Pfefferkehr rausbringen, als man enormen finanzielle Belastungen verbunden. Das ist nicht nur das Problem vom Drecken. Den Drecken kriegt den heutzutage relativ preiswert geregelt. Das ist das Problem von der Verdelung. Und da haben wir ein gewisses Monopol hier am Land. Und für da an das Monopol heranzukommen, und für da verdienen zu lassen, sind enorm Kosten mit verbunden. Das heißt, wir können es sicher nicht leisten, zum Beispiel allmöglich einen Pfefferkehr durch das ganze Land verdienen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft gar nichts mehr machen an dem Bezug. Es gibt sicherlich auch an den nächsten 2 Jahren einen Pfefferkehr. Es gibt sicherlich, ob in der Pfefferkehr herrscht, das müssen wir nachgucken. Aber es gibt inhaltsmäßige Pfefferkehr, gelebt man es. Aber mir würde sicherlich ob die Neumedien klammern, nach mir stark, wie wir bislang gemacht haben. Das heißt, wir würden eine deutlich mehr dynamische Homepage lancieren. Wir machen einen regelmäßigen Newsletterversand. Das tut für die, wir können sehr reagieren, wir können euch direkt informieren. Das ist am Vierfeld auch schon immer geschieht. Aber wir würden das nachintensivieren, aber wir würden es nicht nehmen, ob als Parteimitglieder an dem Kader do verschränken, sondern wir hören auch als Sympathisanten mal daran, er geht für ihn, den gerne Gewürg gibt. Der 4. Pilier, auf den sich sicherlich steipen muss an den nächsten Jahren, sind dir selber. 3 hat es für drüben nimmt, aber mit Recht hat er nimmt, wir sind über 2000 Members. Und das sind, wie der Roy gesagt hat, kein Karteileichen, das sind liebig Leute hier aus Lützeburg. Die hier leben und die sich hier engagieren wollen. Und dir seht es eigentlich, dir als Parteimember, die da draußen als Ideen verbreiten müssen und auch darüber schwätzen müssen. Ich so nicht wirklich ein großes Merci für den Courage, den der Hut, an den Engagement, den der Hut, für eis Ideen anzustehen und eis da draußen zu unterstützen. Wenn dir nicht matt sind da draußen, da können wir da oben, wir sind ein Dose Leute am Nationalkomitee und am Fischen, können wir machen, was wir wollen. Basis ist es, die da draußen eine Stimmung erzählen muss, dass ihr noch gesagt, da der lebt. Weil wir kommen auf eine Krisenzeit. Wir müssen als da keine Illusion hingehen. Zukunft ist sicher nicht so, wie die letzten 10 Jahre zuletzt waren. Zukunft geht sicherlich deutlich mehr gespart. Das ist natürlich mich schön, eine Rätselhalle, wenn ihr wisst, es kommen Milliarden an Milliarden ran.
Aber mir haben ja zu Lützburg ganz demokratisch den sicheren Weg gewählt. Der sichere Weg, der war so sicher, dass es riecht, dass sicher an die Krise gefordert wird. Und auch so sicher, dass an Europa mal nicht mit der sichere Giet haben wollen. Wir kriegen den Lorem zurück. Vom Sommer kann sich im Vollerbeis konzentrieren. Wir als ADR wollen aber Alternativen aufweisen. Weil der sichere Weg muss nicht immer der richtige Weg sein. Weil Heinz du, und da sei den zumal an dem Beruf, wo ich arbeite, kann Sicherheit und Zögern auch dazu feiern, dass ihn die Chance verpasst, die er vielleicht hat retten können. Auf dieser Platz habe ich vor 2 Jahren schon ein paar Vorschläge gemacht. Die sind damals von der Presse relativ ignoriert worden. Es war eigentlich nur eine enge Zeitung, die ganz kurz beurteilt hat. Aber wie als Premier dann 6, 8 Monate noch dasselbe beurteilt hat, da hat ich gesagt, oh, das ist eine gute Idee. Ich war ganz begeistert, aber es hat sich mal das Sprichwort bewahrheitet, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. 4 Piliere sind also die stärkste Zukunft. Wir versichern intern, personal, als eine bessere Infrastruktur zu gehen, für mehr reagieren zu können. Wir versichern eine permanente Präsenz draußen an den Bezirken zu haben, an die Leute anzusprechen. Als Kommunikation, als dritter Punkt, nach draußen, wird ganz stark renforciert, für dass die politischen Messagen, die wir hören, die gut sind, auch rübergebracht gehen. Ich denke, der Fernand wird nur noch eine Reihe politische Messagen gehen. Und als Members müssen da auch anstehen für uns, wo sie gebraucht gehen. Für uns Laien, wie ich schon gesagt habe, Jahren, die nicht einfach gehen. Als Investitionspolitik zu Lützeburg, als ein Indexsystem, als ein Rentensystem und als ein Steuersystem kriegt sicherlich viel Luft an Wand an das Gesicht geblasen. Wenn da ihr fragt, wem haben wir da zu verdanken, dann ist das einfach, ihr googelt mal und da googelt da einfach Hauptverantwortlicher Luxemburg. Und da landet er auf der Homepage von der CSV. Da steht, wortwörtlich: Mit kurzer Ausnahme hat die CSV seit ihrer Gründung in Parlament und Regierung die Hauptverantwortung getragen. Muss ich da noch etwas beifügen, wen er sei zu Lützburg für das verantwortlich, was wir heute tun. So freue ich mich, als eine Gesellschaft politisch an dieser Zeit nach überlebensfähig, die für 30 Kilometer Nordstraße mehr wie 20 Jahre braucht, wenn ihr da wisst, dass die Pharaonen für ihre Pyramiden knapp 20 Jahre gebraucht haben, und das war 4.000 oder 5.000 Jahre. Ich will es nicht weit auf die Spitze treiben, aber ihr könnt heute noch an eine Pyramide rangehen, an die besichtigen. Wir dürfen noch immer nicht an Tunneln rangehen, weil die sind immer noch nicht sicher. Vielleicht kommen ja dann auf 5.000 Jahren auch Touristen nach Lützeburg, um das Millennium-Bauwerk Nordstraße zu bewundern. In dem Sinn haben wir da sicher eine nachhaltige Politik gehabt. Als eine Gesellschaft überlebensfähig, wo es Kanner, die ja als Zukunft sind, als sie sollen, ist an einem Schulsystem voller Reformen von der Reform fertig gemacht gehen, um dann an das Ausland zu gehen, weil sie sich heute zu Lützeburg kein Wohnung, kein Grundstück, auf von einem Haus schwätzen wir schon gar nicht mehr leisten können. Da muss etwas geschehen. Wenn es so viel geht, dann geht Lützeburg ein Auswanderungsland. Wir wandern zwar nicht nach Brasilien aus, aber wir wandern an Lorraine aus, wir wandern an Saarland aus, wir wandern nach Rheinland-Pfalz aus, weil sonst habe ich 40 Jahre lang Schulden und ich bin noch immer nicht daheim. Also als Gesellschaft überhaupt überlebensfähig an der Form, wo sie heute das, wo man bedingt durch das Indexsystem und durch die Indexmanipulation die armen Leute hier am Land immer mehr arm gehen und die Reich eigentlich immer mehr reich. Pour la petite histoire, ein Indextranche für einen, den den Mindestlohn kriegt, heißt 45 €. Ein Indextranche für einen, den den 5-fachen Mindestlohn hat, heißt 225 €. Die zwei kaufen aber dieselbe Butter, sie tanken dieselbe Benzin
Und sie gehen auch an dieselbe Restaurants, wenn sie sich das leisten können. Wenn wir das 4 Uhr spannen, ob die nächsten 10 Jahre, so mal einfach, wegen der Rechnung wäre das mir einfach, eine 10-molige Indextranche, im Moment haben wir ja eine Indextranche alle Jahr ungefähr, dann hat den man Mindestlohn an 10 Jahren 504 € mehr. Den am 5-fachen Mindestlohn, den hat dann aber 2500 € mehr. Das heißt, den hat schon einen Mindestlohn als Indextranche gekriegt. Aber wer am Anfang die Differenz zwischen den Mengen und den anderen 7000 €, dann ist es weit über 9000 € nach 10 Jahren. Das kann nicht sein. Eine lineare Indexsteigerung ohne einen Sozialkorrekturfaktor für die Leute, die wirklich Zuhe brauchen, ist weder finanziell noch moralisch an der Zukunft Tragbarkeit zu Lützeburg. Und es soll nicht Mengen so lange geben nicht. Wie hat der Parteipräsident von der Partei mit dem großen A dran, ob RTL gesagt, für eine Permint, wie ihn sein neuer Minister vorgestellt hat, wir müssten dem Minister dankbar sein, weil er sich finanziell mit einer Ministersprei deutlich verschlechtern ging. Der Minister war für drinnen hohe Staatsbeamten, nicht den Staatsbeamten ferner, und er war in dieser Funktion in einer Reihe von Verwaltungsräten. Gott sei Dank war die nicht an dieser Partei, ich weiß nicht, was sie gesagt hätten, sondern einer Partei, mit dem großen A, früher war doch mal ein kleiner Ed. Irgendwo steht an der Partei auch nach von etwas für sozial oder sozialistisch. Aber schwamm drüber. Mengt ihr wirklich einen, der mit so Peier schwätzt, die weiß nach, was das heißt, mit einem Mindestlohn eine Familie groß zu zielen hat zu Lützeburg. Überhaupt, ich meine, dass wir eine Verschiebung von den Werten haben. Sozialistische Politiker machen Home Stories mit Porsche Rolls-Royce. CSV-Deputierte predigen als Enthaltsamkeit, also Präsidenten von so Clubs wie die Freunde vom Brennereimuseum. Die einen sind für den Tram, die anderen sind gegen den Tram, den einen sagt, wir können nicht bezahlen, den anderen sagt, ich muss ihn aber bauen. Das ist ein Kuddelmuddel. Der Roy hat es für drüber gesagt, Beliebigkeitspartei. An der ADR ist viel geschwart, und damit komme ich auf meinen Schluss. Wir geben lo mit der neuen Equipe noch jetzt rutschen. Es wird sogar gesagt, wir geben konservativ. Nee, so nicht. Wir sind nicht mehr konservativ wie ein Land, das seit 80 Jahren bis auf 2 kurze Unterbrechungen immer nicht mehr von enger Partei regiert ist, geprägt ist. Wir sind nicht mehr konservativ wie ein Land, das seit 17 Jahren derselbe Premierminister hat. Und da reden sich an der Presse über Putin, ob den hat ich 13 Jahre. Aber wenn da ein bisschen Recherche macht, dann stellt er fest, es gibt nämlich eine Partei, die ganz deutlich auf ihrer Seite sieht, sie geht aus der Rechte entstammen, und sie wird katholisch, und sie wird auf katholische Basis, das ist CSV. Die sind rechts. Die haben hier Geschichte aus der Rechten. So steht es am Historik dran. Und sie sind gegründet, um eine Front gegen den Antiklerikalismus zu machen. So könnt ihr auf der aktuellen Homepage von der CSV lesen. Da winkt meine liebe Parteikolleginnen an Kollegen. Wir haben keine konservativen Elemente am negativen Sinn vom Wort. Wir sind auch nicht rechts. Ich stehe da, und das ist für meine Person, und ich denke in der Ferne auch, da wo die Leute stehen, die für sich suchen, für ihr Kannermann, als Land an als Souveränität streiten. Also wenn ihr mich sieht, ihr wisst, wo ihr mich fand, aber sicher nicht an einem rechten, konservativen Eck. Den überlasse nicht der Partei mit dem großen C. Und ich kann mir den Eindruck nicht vertreiben, dass eine Reihe von Parteien froh wären, für an der nächsten Zukunft nicht an Verantwortung kommen zu müssen. Ich kann nicht sagen, an der Zukunft sind wir auch bereit, Verantwortung zu überholen. Wir haben als Verantwortung an der Opposition geholt, aber wir überholen als Verantwortung auch weiter an der Opposition. Aber was sicher ist, den nächsten Wahlkampf feiern ich nicht für Verantwortung an der Opposition zu holen, sondern ich will Verantwortung für das Land holen. Und heute zu Lützeburg will ich das machen, und überholen und nicht irgendwo im europäischen Ausland. Kriege ich zwar mehr Preise, aber
Hier zu Lützburg, denke ich, ist es mir wichtig. Das heißt, als nächster Wahlkampf geht der Wahlkampf für Verantwortung zu überholen an enger exekutiver Platz. Und ich so nicht dumm, merci.